Photovoltaik bauen wir in Deutschland im Moment in der Geschwindigkeit aus, ungefähr 1 Gigawatt neue Photovoltaik, 1 Gigawatt, ein großes Kraftwerk pro Monat. Das ist im Moment die Ausbaugeschwindigkeit, 1 Gigawatt Photovoltaik pro Monat. Der Anteil in Deutschland im Moment am Stromverbrauch bei Erneuerbaren liegt bei ungefähr 60%. Also das von quasi wenig zu bestimmenden Größe. Das ist ein Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und jetzt stellt sich halt immer mehr die Frage, wie stabilisieren wir das Stromsystem? Wir sind ja erst bei 60% Erneuerbarer beim Strom. Aber wir wollen ja eine ganze Energiewende machen, ja. Also eine ganze Energiewende heißt eben, dass nicht nur der Strom klimaneutral ist, sondern dass auch die Wärmeversorgung klimaneutral ist, dass auch der Mobilitätssektor klimaneutral ist und das alles jetzt mit schwankender Erzeugung aus Wind und Sonne. Und das Verrückte ist, das reicht noch gar nicht. Wenn wir uns jetzt angucken, wo wir eigentlich hinwollen, dann ist das noch viel zu wenig. Tatsächlich ist es so, dass es hier, was ich Ihnen hier zeige, ist die konservativste Schätzung, die wir haben für die Menge Energie, die wir brauchen aus Erneuerbaren, wenn wir eine vollständige Energiewende machen wollen. Und diese konservativste Schätzung ist von 2017 von unserer Nationalen Akademie der Technikwissenschaften. Und die haben damals ausgerechnet 450 Gigawatt ungefähr bräuchten wir. Wir sind jetzt bei 200. 450 wäre also nochmal so viel plus 50. Allerdings gibt es tatsächlich inzwischen eine relativ große Übereinstimmung in den anderen Studien, dass 450 wohl deutlich zu wenig ist und wir eher 600 Gigawatt brauchen. Das würde heißen, wir verdreifachen nochmal das, was wir jetzt schon haben an Erzeugungskapazität aus Photovoltaik und Wind insbesondere. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist, wenn wir immer weiter ausbauen, dann gibt es also auch in Phasen, wo wir sagen, wir haben noch lange nicht 100% Erneuerbare über ein ganzes Jahr, denn wir betrachten ja immer den jährlichen Durchschnitt, kann das durchaus sein, dass in kürzeren Zeiträumen die Erneuerbaren durchaus reichen, um die Stromlast zu decken. Und hier sehen Sie auch die erste Woche in Deutschland, in der das historisch passiert ist. Das war übrigens mit Ansage. Also wir hatten 2009 in Deutschland eine Studie, die gesagt hat, noch 10 Jahre, wenn es so weitergeht mit dem Ausbau, noch 10 Jahre und dann werden wir zum ersten Mal Phasen haben, wo für einige Stunden im Jahr der Strom aus erneuerbaren Energien völlig ausreicht, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Und das kann man hier sehen. Das ist hier der 13.04.2020. Das ist Ostermontag. Deswegen ist der Lastgang so niedrig. Das Schwarze hier ist der Strombedarf. Hier links ist es wieder in Gigawatt, das ist die Leistung. Und dann jetzt eine Woche, das ist die Zeit. Leistung mal Zeit ist Energie. Also unter der schwarzen Kurve die Fläche, das ist die Menge Energie, Strom, der da jetzt erzeugt werden muss in der Woche. Aber hier sieht man also den Montag, dann geht es hier wieder runter, das ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und hier sieht man Sonntag. Und das Bunte hier drunter, das ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Blau sind hier Laufwasserkraftwerke in Deutschland. Grün ist Biomasse und man sieht, das sind 2 Grundlaststromerzeuger, die reagieren gar nicht auf den Strombedarf, die erzeugen einfach immer eine Menge Strom. Und dann sieht man hier die fluktuierende Erzeugung aus Wind. Das ist dieses komische, was ist das für eine Farbe? Türkisfarbene, irgendwie so popelgrün. Das ist Wind, viel Wind und an diesem Montag auch noch viel Sonne. Es war also ein windreicher Montag, der auch noch sonnig war. Das kommt nicht so oft vor. Da hatten wir plötzlich mehr Strom aus Erneuerbaren, als wir überhaupt Strombedarf hatten in Deutschland. Und das Gute ist, wir sind eben nicht allein. Deutschland ist keine Insel, sondern wir sind im Stromverbundsystem in Europa gut integriert. Das bedeutet, wir konnten diesen Strom, der da zu viel war, an unsere Nachbarn verkaufen. Nicht nur diesen Strom, hier ist gar nicht aufgetragen, der Strom, der auch noch produziert worden ist, aus den thermischen Kraftwerken. Denn die thermischen Kraftwerke können wir nicht ausmachen. Die haben eine Resterzeugungsmenge. Die wollen die Betreiber nicht ausmachen, weil das Wiederanfahren sehr lange dauert und weil die thermische Belastung in den Feuerungskammern, das sind sehr große Wirbelschichtfeuerungsräume, die sehr heiß werden und dann eben wieder sehr kalt, wenn das Feuer wirklich ausgemacht wird, dann ist die Belastung auf die Werkstoffe durch das Ausdehnen beim Heißwerden und Zusammenziehen beim Kaltwerden so groß, dass das stark auf die Lebensdauer des Kraftwerks geht. Deswegen gibt es so eine Restfeuerungsleistung, die Kraftwerke gerne weiterfahren möchten, auch wenn der Strom eigentlich gar nicht gebraucht wird. Und die liegt so bei thermischen Kraftwerken so in der Größenordnung von ungefähr 30% der Feuerungsleistung. So in der Größenordnung
ist so die Resterzeugung. Das heißt, wenn ich ein Kohlekraftwerk habe mit einem Gigawatt Feuerungsleistung, dann ist so die minimale Menge, die dieses Kohlekraftwerk einspeisen möchte ins Stromnetz, irgendwo in der Größenordnung 300 Megawatt. Ja, und da kann man sich jetzt leicht vorstellen, dass an diesem Montag, ja, und dann auch an dem Sonntag danach, da eine Menge zusätzlicher Strom war, den wir eigentlich nicht brauchen konnten, den wir dann günstig an unsere Nachbarn verkauft haben. So, und das war 2020, das ist jetzt also schon, ja, nur ja, 6 Jahre her. Ne? Wie ging es dann weiter? Wir hatten 2023 das erste Mal eine Situation, dass wir eine ganze Woche lang mehr Strom aus Erneuerbaren produziert haben, also an jedem Tag, nicht durchgängig die ganze Woche, aber an jedem einzelnen Tag der Woche mehr Strom aus Erneuerbaren produziert haben, als wir dann zumindest in einigen Stunden überhaupt gebraucht haben. Und da kann man sehen, das System ist sehr windbasiert. Ja, diese Fläche hier, dieses komische Grün ist plötzlich sehr groß geworden. Das waren zwei starke Windfronten hintereinander, die durchgezogen sind. Das ist die Woche nach Weihnachten gewesen, 2023. Da hatten wir also sehr viel Strom aus Windenergie im System, und deutlich zu viel Strom quasi in der ganzen Zeit. Und dann ist allerdings jetzt neulich was passiert. Da habe ich gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Aber nee, hier ist jetzt tatsächlich vom April, also Ende April, Anfang Mai diesen Jahres, das erste Mal eine fast durchgängige Woche, wo die Solarenergie in Deutschland die bestimmende Größe war und wir auch an jedem Tag mehr Strom produziert haben aus Erneuerbaren, als wir tatsächlich Strombedarf hatten. Also wir sind jetzt quasi einmal von, es passiert überhaupt zum ersten Mal, bis hin zu, es passiert an jedem Tag der Woche, weil viel Wind ist, ganz schnell rübergekommen zu, oh, es passiert an jedem Tag der Woche, auch wenn wir viel Photovoltaik haben. Und das liegt natürlich auch an der Ausbaugeschwindigkeit von Photovoltaik. Zum Beispiel, also Wind ist ein bisschen langsamer, aber diese Fläche unter dieser Linie, das ist die Menge Energie, die jetzt fehlt. Dies ist aus Erneuerbaren noch nicht erzeugt worden. Übrigens ist die Erkenntnis, es ist ganz egal, wie viel wir ausbauen. Diese Fläche verändert sich nur minimal. Am Ende bleibt hier immer die Situation, dass Richtung 50 Gigawatt nicht gedeckt werden kann durch Erneuerbare. Es ist wirklich völlig egal, ob wir 1000 Gigawatt dahinstellen, 1200 Gigawatt oder 600 Gigawatt. Dieses letzte Stück hier, das ändert sich kaum. Was sich sehr stark verändert, ist tatsächlich diese Seite, nämlich die Frage, wie viel Energie erzeugen wir eigentlich im Überschuss? Also hier kommt ja jetzt der Nulldurchgang. Und dann ist diese Kurve hier negativ. Das sind jetzt Mengen an Energie, die sind übrig. Das heißt, die Fläche über der Kurve, das ist jetzt hier das Äquivalent zu der Menge Energie, die übrig ist. Und da sehen Sie gleich, die Fläche ist ein bisschen größer als die Fläche. Ne? Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Energie von hier darüber? Aber das kommt gleich. Erstmal sagen wir, warte mal, wir können ja noch den Strom nehmen, den wir haben, ja, und diese anderen beiden Sektoren, Mobilität und Wärme bedienen. Und das kann man jetzt sehen, wie sich das auswirkt, wenn man diese Legende liest, von unten nach oben. Also von blau nach rot, das wäre, wir fahren in Deutschland elektrisch. Dann brauchen wir diese Menge Strom, hier von blau bis zu dieser roten Kurve. Die Menge dazwischen, das ist jetzt tatsächlich der Strom. Damit fährt ganz Deutschland elektrisch. Mehr ist es nicht. Warum ist das so wenig? Weil tatsächlich wir die Effizienz umdrehen, die wir im Moment bei der Mobilität haben. Und die ist irgendwie auch gefühlt in unserem Kopf drin. Wenn Sie einen Verbrennungsmotor betreiben, nur 20% der Energie, die Sie getankt haben, ist wirklich die Energie, die Sie nach vorne bringt. 80% ist einfach nur Wärme, die Sie in die Umgebung abgeben. Bei einem Elektromotor ist genau andersrum. 80% der Energie, die Sie in der Batterie haben, ist wirklich auch mit Energie, mit der Sie fahren, manchmal sogar mehr. 20% ist Wärme, die sie in die Umgebung abgeben. Deswegen tatsächlich ist, wenn wir elektrisch fahren, der Bedarf an Strom viel weniger als der Bedarf an fossilen Brennstoffen, die wir sonst zum Tanken verwenden. Eben nur ungefähr ein Viertel davon. Hier ist ein relativ dummes System angenommen. Da wird einfach immer das Auto geladen. Die Herausforderung eigentlich für die Energiewende wäre, möglichst das Laden zu vermeiden, wenn der Strom knapp ist hier vorne, weil dann ist der Strompreis auch hoch. Ja? Und dann lieber zu laden hier hinten, wenn tatsächlich Überschussmengen an Strom da sind, weil dann ist der Strompreis niedrig. Also intelligentes Laden. Ja? Okay, so dann gucken wir mal, was kommt als nächstes von Rot zu Grün. Da kommt hier so ein grüner Bubbel. Das ist die Annahme, wie viel können wir im Batteriespeichern speichern. Aber das ist eine Annahme von vor 13 Jahren. Die ist heute irgendwie einfach obsolet. Da muss man mal sagen, also damals waren Batteriespeicher sehr teuer. Aber die Studie hat schon vorweggenommen, dass sie günstiger werden. Aber niemand hat damit gerechnet, dass sie so viel billiger werden,
wie sie jetzt geworden sind. Also man kann heute sagen, wahrscheinlich ist dieser Bereich hier fürs Laden von Batterien etwa viermal so groß wie das, was hier ist. Es würde eher so in diesem Bereich verlaufen. Das sind Batteriespeicher. Große Batteriespeicher, netzgebundene Batteriespeicher, aber auch die kleinen Speicher zu Hause, wenn Sie sich eine Photovoltaikanlage bauen. Dann kommen Pumpspeicherkraftwerke. Ja, Sie haben ja ein schönes in Luxemburg. Insgesamt haben wir in Deutschland zu wenige davon. Wir haben halt zu wenig Berge und zu wenig Wasser haben wir nicht. Wir haben einfach nur zu wenig Berge. Also große Mengen Energie in Pumpspeicherwerken speichern, das geht in Österreich, das geht in Norwegen, das geht in Costa Rica und diese Länder haben dieses Problem auch nicht. Also saisonales Speichern geht da mit Wasser. Das geht bei uns in Deutschland nicht. Deswegen ja, sind wir quasi angewiesen auf diese andere Lösung. Und Österreich, Costa Rica, Norwegen, die sind bei 100% erneuerbaren Strom. Die müssen da tatsächlich auch nichts mehr machen. Das ist schon irgendwie fertig. Für Strom, ja, ist das bei denen schon fertig. So, und jetzt kommt der Schritt zum Wasserstoff hier. Also, das Lila sehen Sie, da kann man kaum sehen. Hier liegt direkt auf der grünen Kurve. Jetzt kommt hier von lila zu, was ist das, Türkis. Das hier ist der Strom oder die Menge Strom, die in die Wasserstoffproduktion geht. Und da ist auch so, dass die Elektrolyse manchmal, weil sie nicht schnell genug ist, irgendwie dann leider auch noch läuft, wenn wir eigentlich schon zu wenig Strom haben. Aber meist läuft sie eben hier mit Überschussmengen, ist die Annahme. Und diese Menge Wasserstoff hier, die wir da produzieren, die reicht, und das ist eine entscheidende Aussage, die reicht, um diese Lücke zu füllen. Und das zeigen alle diese fünf Studien. Alle diese fünf Studien zeigen, hey, wenn wir das Energiesystem umbauen, und die dann entstehenden Überschussmengen verwenden, um Elektrolyse zu betreiben, dann entsteht immer so viel Wasserstoff, dass wir die Lücke, die da drin ist, decken können. Das ist eine total super Aussage. Jetzt müssen wir Deutschland noch heizen und Luxemburg ja auch. Jetzt kommt hier der Strombedarf für Wärmepumpen. Gucken Sie mal, das ist die Idee. Wärme kann man ja gut speichern. Ne? Ich mache einfach Wasser warm und habe einen Warmwasserspeicher und dann kann ich den Warmwasserspeicher voll machen und dann damit zum Beispiel die Wärmepumpe betreiben ein paar Stunden, wenn viel Wind da ist, sodass sie nicht betrieben werden muss, wenn wenig Wind da ist. Ja, oder wenn wenig Sonne da ist. Wenig Sonne ist ja meistens im Winter. Das ist ja auch die Definition von Winter, dass wir nicht so viel Sonne haben und deswegen wird es ja auch kalt. Ja, das ist dann ein bisschen unangenehm, aber das kriegt man einigermaßen hin. Hier sieht man aber auch, da ist doch deutlich Strombedarf dann für Wärmepumpen. Hier die orangene Kurve ist ja auch da in diesem Bereich, wo wir eigentlich oberhalb der Nulllinie sind, wenn eben der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber das reicht immer noch tatsächlich, um diese Menge Strom dann herzustellen mit dem Wasserstoff. Und dann gibt es noch Strombedarf für Heizstäbe, also eine direkte Umwandlung von, hier ist jetzt, schon muss ich nochmal sagen, ne, der Strom treibt die Wärmepumpe an, das heißt, die Wärme kommt eigentlich von draußen. Das heißt, ich mache eine Temperaturerhöhung mit Hilfe des Kompressors in der Wärmepumpe auf ein Heiztemperaturniveau, das ich dann verwenden kann. Ich kann aber auch den Strom nehmen und direkt in Wärme umwandeln, also Strom in Wärme 1:1. Da komme ich auch zu sehr hohen Temperaturen, die dann möglich sind. Das ist diese Menge, die jetzt hier noch übrig bleibt. So. Und wenn man das macht mit den Studien, mit den fünf Studien, dann sehen diese Dinge immer sehr, sehr ähnlich aus. Also im Kern ist das quasi die Aussage, so machen wir jetzt die Energiewende. Wir fahren elektrisch, wir heizen mit Wärmepumpen, und dann machen wir mit dem Überschussstrom Wasserstoff, den wir dann wieder in Strom umwandeln, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und alle Computersysteme sagen uns, das ist das billigste System, was dann dabei rauskommt.